Weit weg von da hat einmal ein König regiert, der über ein grosses Land geherrscht hat. Der hat 3 Söhne gehabt und alle gleich gern. Er hat gewusst, dass er schon alt ist und sich langsam muss entscheiden, welcher von seinen Söhnen sein Nachfolger wird. Ich bin überzeugt, dass alle Söhne es gut machen würden. Sicher jeder auf seine Art, aber gut. Die Frage aber hat ihn so beschäftigen, dass die Nächte nicht mehr erholsam waren. Auf das aber hat er sich entschieden, seine Wesir um Rat zu fragen. Doch die Empfehlungen haben dem König nicht gepasst. Die haben ihn nicht weitergebracht, haben ihn nicht befriedigt und so hat er sich immer noch nicht entscheiden, welchen von seinen 3 Söhnen er als Nachfolger bestimmen soll. Der König aber hat von einem alten, weisen Mann gehört, der nur ein paar wenige Tagesreisen von ihm entfernt gelebt hat. Er ist zu dem gereist und mit einem weisen Rat zurückgekommen. Noch am gleichen Tag, wo er zurückgekehrt ist, hat er seine Söhne zu sich kommen. Meine lieben Söhne, ich würde noch eine letzte lange Reise aufbrechen in meinem hohen Alter. Wie lange die dauert, kann ich euch nicht sagen. Bevor ich aber die Reise antrete, gebe ich jedem von euch einen Lederbeutel voller Blumensamen. Schaue gut zu diesen Blumensamen in meiner Abwesenheit. Wer von euch 3 am besten die Samen hütet, soll mein Nachfolger werden und sobald ich wieder von meiner langen Reise zurück bin, die sofort antreten. Die 3 Brüder haben sich gegenseitig erstaunt angeschaut und sie verwundert gewesen, was die Nachfolge mit Blumensamen zu tun soll haben. Der König aber hat sich nichts anmerken und hat 3 vorbereitete Lederbeutel vorgeholt und jedem von seinen Söhnen einen überreicht. Seine 3 Söhne haben sich auf das aber alle demütig vor ihrem Vater verabschiedet und ihm alles Gute auf seiner Reise gewünscht. Der König hat den Palast verlassen und ist fortgegangen. Der Älteste ist sofort zu einer eisernen Truhe gelaufen, hat dort den Beutel mit den Blumensamen reingelegt und die Truhe verschlossen. So sind die Samen sicher und wohlbehütet aufbewahrt. Und wenn der Vater wieder zurückkommt, kann ich die Samen wieder aus dem sicheren Ort holen und ihm übergeben. Der Zweitälteste ist auf den Markt gegangen und hat dort die Samen verkauft. Ich weiss nicht, warum ich mir den Kopf zerbrechen über die Frage, wie ich am besten die Samen aufbewahren soll, wenn ich einfach wieder neu und frische kaufen kann, sobald der Vater wieder zurückkommt. Der Jüngste aber macht den Lederbeutel vorsichtig auf, schaut rein und staunt, wie verschieden all die Samen sind. Dann macht er den Beutel wieder zu und geht ganz entschlossen Richtung Schlossgarten. Im Schlossgarten angekommen, schaut er um sich, gerade so, als würde er einen Platz suchen für all die Samen im Beutel. Und tatsächlich, der ganze Inhalt verteilt er im Schlossgarten an ganz bestimmten Plätzen. So, und jetzt bin ich gespannt, was aus euch Samen für Blumen entstehen. Er hat gut zu ihnen geschaut. Er hat ihnen Wasser gegeben, wenn sie gebraucht haben, und hat nur noch so gestaunet, was für eine Pracht und Vielfalt aus all diesen Samen entstanden sind. Dankbar hat er im Herbst von all diesen wunderschönen Blumen die Samen wieder gesammelt und in Beutel da, um es im neuen Jahr wieder auszusäen, dort, wo es noch gebraucht hat. Jedes Jahr hat es mehr Samen gegeben und der Jüngste war immer wieder von Neuem beglückt von dieser Blumenpracht und dieser Vielfalt im Schlossgarten. 3 Jahre sind vergangen und der König, der Vater von diesen 3 Söhnen, kommt wieder zurück von seiner langen Reise. Der älteste Sohn führt den Vater sofort zu dieser eisernen Truhe, wo er vor 3 Jahren die Samen eingeschlossen hat, macht sie auf, nimmt den Lederbeutel raus und überreicht ihn in seinem Vater. «Da, Vater, sind deine Samen wieder zurück.»
Der Vater macht den Beutel auf und sieht, dass die Samen ganz verschimmelt sind. Der König schüttelt den Kopf. Mein lieber Sohn, das sind nicht die Samen, die ich dir anvertraut habe. Aus diesen Samen wächst nichts mehr. Schnell ist in der Zwischenzeit der Zweitälteste auf den Markt gegangen und hat dort neue Samen gekauft und die in Lederbeutel da. Im Schloss angekommen, geht er sofort zum Vater und überreicht ihm sein Beutel. Der Vater macht auch diesen Beutel auf und schüttelt wieder den Kopf. Mein lieber Sohn, das sind wohl Samen, aber nicht die ich dir vor 3 Jahren gegeben habe. Wo ist eigentlich der Jüngste von euch? Fragt der König die beiden älteren Söhne. Der wird wahrscheinlich wieder im Schlossgarten sein, gibt ihm der Zweitälteste zur Antwort. Tatsächlich, der Vater findet seinen jüngsten Sohn im Schlossgarten. Aber nicht nur das. Er trifft eine wunderschöne Blumenpracht an, welche aus all diesen Samen entstanden sind, die er vor 3 Jahren seinem Jüngsten überreicht hat. Der Vater bekommt wässrige Augen und läuft auf den Jüngsten zu und umarmt ihn. Mein lieber Sohn, du sollst der Nachfolger werden. Bei dir wird's Reich wachsen und gedeihen. Der Jüngste drückt seinen Vater fest an sich und dann löst er sich wieder, verneigt sich respektvoll vor ihm und überreicht ihm auch seinen Beutel voller Samen. Die Samen, die er all über die 3 Jahre gesammelt hat und vorig sind. Noch am gleichen Tag ist der Jüngste König geworden, so wie es der Vater versprochen hat. Er war ein gerechter und weiser König, der das Volk geliebt und respektiert hat.